Ich habe Bilder mitgebracht, mal sehen, ob das funktioniert vandaag. Dankeschön. Dat is een Möglichkeit, uns mit an te nehmen. Das ist ein Tag, wo Jesus gestern gestorben ist. Und wir haben Betträtschetje in die Geschichte mit Nogun, und ich möchte vandaag met je einfach die Geschichte einmal so Nogun und einmal ihn mit nehmen. Ich möchte ihn anladen, denken nana. Wie würde das sein? Denken nana, wie würde das dabei sein? Wo mit Jesus te meinen, oder den Anfang. Wo es ganz, ganz persönlich wird für unseren Herrn. Und das ist ein Tag eher als nu Karfreitag oder Stille Freitag. Aber das ist nu still. Jesus ist tot. Und da will ich kommen und uns noch her, da bin ich sein. Und wir erleben, wenn wir die Geschichte lesen, Jesus von Jericho in Richtung Jerusalem geht. Und einmal mit dem Ziel, und hat das in Jena gesagt, und die waren mir die Herde übergeben. Und die waren mir verspottet, und die sagt das zu Gott, und die waren mir anspielen, und die waren mir in sich geschlagen. Und da steht dann, die Jena verstanden nicht, von was er redet. Und dann sind da verschiedene Geschichten von Jericho, wo der in Blinden heilen hat. Und dann die Geschichte von Zachäus, von dem kleinen Mann. Und sie hat das wieder in der Spanien, und dann in Jerusalem. Und da fängt es dann ganz an, was wir vandaag zijn en verher nach bei Johannes Evangelium, was uns noch berichtet, wo Jesus dann mit dem Vater redet und sagt, ich habe alles uitgeführt. Das spätestens ist eine Aufrechnung. Als wenn Gott, Herr Gott sagt, schau mal, was hier sehe ich, ich habe alle getan, alle die du mir gegeben hast, da habe ich abgepasst, da habe ich geholt. Und ich wünsche nu, dass diese Ende der Welt bleiben, wo dass du den heiligst, und dass die Glaube sich verspreiten, die Menschen, die erst an zum Glauben kommen, auch, dass du den alle einmachst, und dass alles einfallt wird. Und hat Jesus so klar gesagt, dass da nicht Verspülung ist nach einer extra Gruppe, sondern dass er dort wiederführen will, was Gott mal angefangen hat. Und als er das gesagt hat, finden wir dann, dass er dann mit seinen Jüngern über einem River oder über einen Strom Wasser nach einem Gott, da noch einmal zusammen mit seinen Jüngern. Und Judas, der am Verraten, die chant dem Gott. Und wenn Jesus wird auch focken. Und das wird das Bericht von Johannes, der sagt, Judas chant dort. Und bei Lukas finden wir dann, dort ein großer Kampf ist, Johannes redet da nicht mal von. Weil Jesus da an einem Kampf dann kämpft, und sehr, sehr leidet das. Er hat kämpfen. Ja, einige Evangelien reden von, er hat geschweit, andererseits an Etappen, er ist einmal gegangen, hat derjenige gesagt, hier warten, dort beten, ich gehe wieder beten. Nachher nimmt er 3 Jünger noch, nimmt er noch dich da und jetzt danach mal wieder. Es ist ein ständiges Kämpfen, es ist mehrere Mal gehen und mehrere Mal hin und her. Und einmal versucht die Jünger miteinander nehmen an diesem Kampf, wo das irgendwie nicht, er hat ganz allein stehen. Da ganz allein schneien und ganz allein da sein. Und ich weiß nicht, ob du das selbst manchmal erlebst als Kind Gottes, und du meinst, hier macht ich nicht allein. Mir versteht keiner. Ich komme nicht gut mit. Was Gott nu mit mir verhaft, macht ich allein daar kämpfen. Und das führt auch daran, was Jesus hier wiesen hat. Nu kann ich auf keinen Bühne. Kein Mensch, nichts, was auf dieser Welt schafft. Ich mache nu allein mit Gott, mit meinem Fleisch und mein ganzes Sein. Jenem Feind, alles, was in dieser Welt ist, und ich mache das in Wasch können. Und er weiß das all, dass das schwierig war, selbst für die Jünger das zu verstehen. Und dat hij dat ook al ver gesagt hat, die waren mir alle verloren. Und dann, als das vorbei ist, dann sagt er, kommt wel gehen. Das ist all, als Zeit. Und die mich geriepen waren, die mich verroden, das ist all auf dem Wasch. Und wenn sie alles chant und alles weet, zit hij wat da kommen wird. Und Judas chant dann mit einer ganzen Gruppe. Er chant und präsentiert sich da eins, der jeft in einen Kuss. Met hij heeft met den bereid, met ik wou een kusje en ik bruk dan nichts zeggen en dan riep je dem. En de Johannes, het fällt mir so ab, Johannes bericht davon, als die nach ihm kommen und sagt, jetzt Jesus an und sagt, wem seht ihr? Na dem Jesus von Nazareth. Na das sehe ich. Dann fallen die alle durch
Und weißt du nicht, was zu deiner Seele einleben, nämlich das ist eine Kraft von Gott, die einfach wisst, hier habe ich immer was anderes zu tun, als bloß mit dem Mensch. Und dann sagst du, was ist das hier? Wem seht ihr? Dann sagst du nochmal, Jesus von Nazareth. Und dann sagst du, ich habe ihn gesagt, ich ziehe dich. Aber wenn hier kommen, sie an mich zu holen, mit Schnappels und mit Waffen, ich bin immer bei ihnen, da im Tempel. Warum habe ich das nicht getan? Und eigentlich macht er den da ganz bloß. Und stellt ihn an und sagt, sie sind bloß Klingertjes. Ja? Und dann steht, sagt er nach, als Petrus dann anfängt zu handeln, wenn es ein Evangelium berichtet davon, dass derjenige sagt, selber tauschlohnen, wenn es Jesus hat vorher gesagt, nehmt ein paar Schwerter mit. Dann sagt er, wir haben nur zwei, und dann steht es richtig tau. Und hier schlägt Petrus dann los, und ich stelle mir Vers nicht in Gouda Schwerthöller oder in Gouda Chamfer. Der trifft den Soldat nicht, wenn er Geld gewesen wäre, hat er wahrscheinlich Stolz gemacht. Und er hakt ihm ein Auge auf, Jesus heilt dort, und sagt zu dem, der den Schwert trägt, weil es wer mit dem Schwert kämpft, da wird mehr Dort gemacht mit dem Schwert, der wird mit dem Schwert Dort gemacht worden. Und dann heilt er dort Auge, und ich stelle mir einmal Vers ständig für die Menschen eine Blamage. Ja? Er mag den zu nichts. Bloß mit dem, was er tut. Vernünftig seine Leibweise und Wiese als sie die Haare. Und dann sagt er noch, der Petrus, soll ich nicht das Koffer trinken, das Gott für mich bestimmt hat? Das ist ein letzter Kampf für alle Menschen klar, ich gehe den Weg, den Gott für mich bestimmt hat. Und da möchte ich uns fragen, welchen Weg gehst du? Weißt du die Sache, dass du den Weg gehst, was Gott für dich bestimmt hat? Es ist so wichtig, Jesus als Modell zu sein. Und nicht als ein Zeugnis, nicht als ein Beispiel, sondern Jesus als das Modell für uns Leben. Nämlich den Weg zu gehen, den Gott für uns bestimmt hat. Und dann möchte ich uns anladen, Jugendliche auch, das fängt jung an. Seht da noch, schreit da noch, raubt da noch, dass Gott uns weist den Weg. Und wir als Ältere, dass wir einfach jeden Tag sehen nach dem, dass wir nicht aufdrehen, dass wir nicht was anderes tun. Und dass wir überzeugt sind davon, dass wenn Verklagers kommen, wenn Menschen kommen, die uns falsch reden, die uns Tausaten wollen, dass wir sagen, hier sehe ich. Ich sehe nicht mehr, als ich sehe nicht weniger, als ich sehe wahrer Mensch. Und ich sehe ein Kind Gottes. Mit alle Fehler, die ich habe, ich sehe durchsichtig, ich sehe ehrlich, ich sehe aufrichtig. Und das wäre, was Jesus so klar wäre. Er kann immer sagen, hier, wenn sie hat nichts zu verstoppen. Er braucht nichts verheimlichen. Und was mir dann abfällt, ist, die ganze Schau, die nimmt an Jesus und die führt ihm auf. Die bringen dem aus dem Verbrecher. Das wird wahrscheinlich die Ort gewesen sein, wenn sie ihm riepen. Und das sind Leute, die dass sie dollfallen, haben nach niemals mit ihm herangerannt, und die sagen, hier, nehmt mich. Und sie haben aber bereit, ihm den Beinen, den mitnehmen, das ist ein Verbrecher. Und sie führen das dem dann Hannas. Hannas wird der Schwiegervater von, von Kaiphas. Kaiphas wird dann hoher Priester in der Zeit. Das wird der erste Priester im Tempel von den Juden. Und die, Simon Petrus, das Petrus hat auch keinen Aaron. Er kann nicht ganz nennen, aber das ist noch ein anderer jener. Und man läuft dort als Johannes. Der chant den Priester, der hat eine Beziehung zu dem und der lässt ihm auch nennen am nächsten Hof, am nächsten Rühm. Und der redet dann mit dem hohen Priester am Bett daran, dass Petrus auch nennen kommen kann. Und Petrus steht da bei der und da ist eine Frau, die da bei der Apostel mit der redet und der lässt ihn nennen. Die Frau sagt bloß, na, das heißt ja auch von der Gruppe von Jesus. Und Petrus sagt bloß, no, ich kann dem nicht. Und dann ist er da binnen und wärmt sich da um 4 mit den anderen Dienern, wenn es kalt ist. Und dann sagt da einer auch, na, das ist ja auch einer von denen. Und er sagt, no, ich weiß nicht, von was du redest. Ich kann dem nicht. Ja. Und dann möchte ich uns auch fragen, kann wir so einen Moment? Ich kann sie in meinem Leben. Wo ich weiß, dass Menschen über mich lachen, aus mir in der Stadt, und dann sieht still. Ja. Oder das ist Wand. Und manchmal sind wir ganz besiegt. Mit einer Gruppe Menschen, vielleicht auf einer Party, oder so, bloß nicht, dass es sein ist, dass wir Christen sind. Und das ist, wo Petrus nu verzeiht, klar te komen met een Herrn, den hij nog al gedaan, en dat je nu gegrepen wordt en geen macht meer heeft, wo bloß alle andere Macht hebben. En hij heet dat al, wat hem spatten, hij weet bestemd, we zien falsch handelen met zo'n zaak.
Und dann fängt er an zu liegen und sich nicht zu bekennen. Ich kenne vielleicht die Geschichte von einem Jugendlichen, der auch mal in ein anderes Land fuhr. Er wollte da ein paar Monate arbeiten, und er war ein halbes Jahr. Und fährt nach Verherne sein Pastor und sagt ihm, ich war nu uitfahren in ein Land, ich will da arbeiten. Und der Pastor sagt, wenn du die Gott sehen, und passen die ab. Und als er dann zurückkommt, dann reden sie was, dann sagt fragt der Pastor, wer jentje? Das ist China, war das ein Christus. Da habe ich für abgepasst. Und jetzt dann sagt nicht viel um sie. Das China weiter und sagt, schämst du die Mann Herren, die sich nicht geschämt hat, sein ganzes Leben zu geben? Ich möchte uns mitmachen, dass wir uns ganz klar, wer wir sind, und bezeugen, an wem wir leben. Und wenn wir nu wieder gehen, einfach da eine Tschetschen mit die selbst, da nennen, was Jesus steht, wenn alles jeden anders. Und er ist bereit, alles zu geben, alles Hand zu geben, und nicht trägt ein bisschen nach irgendwas zu vertäuschen, also dann war es wird doch nicht so schlimm, sondern einfach open, frei zu wissen, wer er will. Dann wäre der Älteste und der hohe Priester dort taub. Und dann steht dort nun, man sagt, das ist eine Gruppe von Ältesten, hohe Priester und der Schriftgelehrte alle taub. Ja, das wäre die eine Gruppe, der Rot allein wäre mehr als 70 Menschen. Und vor dem schlafen die Jesus. Und da fragen sie den, bist du der Christus? Und da hat mich sehr angeregt beim Vorbereiten auch. Wenn der Jesus fragt, bist du der Christus? Dann wird er nicht still. Sonst wäre er vielmal still. Würde noch noch sein. Wie was die Situation, dann sagt er bloß nicht. Aber an dem fragen, wer er will, dann sagt er, ja, ich bin der Christus. Und das hat immer am Hort gelegen. Und wenn wir daran denken, das was Paulus nachher sagt, sieht als Christen immer reiten, eine gute Antwort zu geben, für die ihn fragen. Und seid bereit zu sagen, wer ihr seid, zu wem sie hier und glaube ich haben. Und das ist eine Herausforderung für uns Menschen. Und auch eine Herausforderung für uns Rüt zu gehen und uns in Menschen zu bewegen, wo wir in Licht sind. Und wo wir zeigen können, wo wir sagen können, wer wir sind. Und Petrus erlebt das dann nochmal. Dat wer fragt, du bist auch einer, die eine Sprache verrät, dass du von Galiläa bist. Und Jesus in noch alle wieder alle von Galiläa. Und dann sagt er, no. Und einige Evangelien berichten sogar, dass er floht und sagt, ich weiß nicht, von was du redest. Ich habe mit dem Menschen nicht. Und dann hat er den Hund geschrien. Und dann hat er rührt und hielt sich. Wenn sie mal, ich habe was getan, was Jesus also was ich dann hat. Und er hielt betterlich. Und dann führen sie Jesus in Kaiphas, für einen Richterstuhl, oder für einen Rechtshus. Und da soll er dann bekennen, das sind die Priester, die hohe Priester, die mit aller Wucht sagen, das ist weil wir, dass du dem Tod machst. Und mir redet das immer so an, wenn sich einer sieht von Gott seine geistliche Mitarbeiter. Ja. Einer, der viel der schafft, wo wir als Pastor, als Prediger in schwierige Situationen kommen, wo wir manchmal Menschen verachten, wo wir manchmal auch auf Menschen weisen und sagen, das ist das Problem. Und das ist die dann sich taub, hat viel, sind die, die das Gesetz kennen, die, die das lehren, und die sagen, das sind die, die die Wahrheit reden, die macht Furt. Die passt hier nicht rein. Und damit sagen die eigentlich all ganz klar, wir denen nicht nur die Wahrheit, wir denen nur unser System. Wir denen nur das, was wir glauben, was richtig ist. Und die, was da führt für Pilatus, Pilatus scheint eine große Schwierigkeiten. Die Juden sind in der Situation, dass diese Priester, die gehen nicht am Rühm nennen, beim Gerichtshaus, wenn es das ein besonderer Heldendag. Und da möchte ich auch, dass wir Menschen, wir organisieren alles und alle Heldendag anhören alles, aber wenn es erst daran geht, dass wir Recht haben. Ja, dann sind wir harte, dann sind wir harte Menschen manchmal. Und da möchte ich, dass wir uns denken, und die Menschen, die Jesus anklagen, die repräsentieren einen großen Teil davon, dass wir das durch die Kreuze getan haben. Und dass wir uns zurückfallen und sagen, ich will in dieser Zeit ein ganz freier Zeuge Jesus sein. Und Pilatus, der sieht, dass er gar nicht kommen und er kennt das wahrscheinlich auch. Und dann hat er gerührt und fragt ihn, was will ich? Und dann sagt er dem, wie will das die Evangelien, der ist ein Falscher, wie will dass du dem Rechte das, und dann sagt er, nehmt sie den doch und das dem Rechte. Und was der Jude dann sagt, das fällt mir bloß ab, dass er dem Pilatus die Rechte mir sagt. Nee, uns ist es nicht erlaubt, jemand tot zu machen. Und da hat es nicht mehr am
willen uns eine auf dem Rasten essen, und wir bringen die dem, wenn sie willen von die bloß einmal das Wort haben, hier, nehmt dem und das dem schritt. Das ist, was wir wollen. Pilatus kommt in eine große Schwierigkeit, und er ruft dann Jesus nach und redet mit dem und sagt zu dem, weißt du, das nicht von den Juden? Und Jesus antwortet und fragt ihm, was ganz interessant, und sagt, sagst du das bloß, wenn du davon gehört hast, dann läufst du da. Und da führt mich direkt noch Hiob seine Geschichte. Ja? Hiob hat so viel durchgelassen mit Gott. Zuletzt kommt er in den Entschluss und sagt, ich kann die Mo vom Hier sein. Aber nu weet ich, dass mein Radar lebt. Und ans hat das viele Mal, ich habe lange als Christ auch so gelebt. Ich lebt an Jesus Mo vom Hier sein. Ich habe ihn nicht persönlich aus meinem Herz. Und vielleicht hätte die auch so. Man sagt, er kann alles, man sagt, der ist Herr im Leben, man sagt, der lebt an einem. Aber weiß nicht, bei mir auch. Und ich möchte uns anladen, dass wir uns immer fragen, fall jetzt Jesus mal noch, wenn man sagt, dass es nicht ist und dass es geht, oder wenn es eigentlich mit dem überlebt hat und der mein Herr geworden ist. Und Pilatus fragt ihm dann, bist du ein Jude? Er antwortet nicht darauf, dass er bloß gehört hat oder so, bist du ein Jude? Dann sagt er, wenn es deine Nation oder dein Volk, der hohe Priester, der haben mir die überlebt, was hast du getan? Und dann erklärt Jesus dem, sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würde meine noch Fall ja kämpfen. Aber wenn es mein Reich nicht von dieser Welt ist mein Reich von der Wahrheit. Und das ist ein scheinliches Reich. Das Wort, was er da braucht, ist ein scheinliches Reich. Dann sagt Pilatus, also bist du doch ein scheinlich? Und Jesus sagt ihm, du sagst das, dass ich ein scheinlich sei. Ich bin geboren und in diese Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der uit de Wahrheit ist, der hielt mich. Oder der hielt meine Stimme. Und das ist, was ich glaube, wo wir Christen immer weiter machen als Gemeinde. Wahrheit leren, Wahrheit predigen, Wahrheit leben. Und alle, die die Wahrheit zeggen, die worden kommen. Wenn sie dort die Wahrheit zijn. Wenn sie die Wahrheit zeggen. Und nicht, wenn es die Menschen sind, nicht, wenn es wie besser sind als andere, sondern wenn es die Wahrheit ist. Und das sagt Jesus ihm ganz klar. Und dat maakt Pilatus zum nur denken. Want ik mocht mir ook meest niet aan denken. Pilatus kreeg een fout, dat zegt een evangelium ganz klar. Hij wist dat hij am uit neid am überlebt had. Hij wist dat ganz genau. En dan komt hier de Jude, dem die nicht willen, en zegt, hij is de waarheid. En Pilatus vraagt hem dan, wat is de waarheid? Meestens wordt het genomen en zegt, Pilatus wil ook niet de waarheid weten. Maar ik geloof, Pilatus sagt hier da eine Wahrheit, wenn sein Recht habe, als die Juden. Die Juden sind am Fuß von Anfang an, weil die Tod machen, weil du uns den erlaubst, dass wir den Tod machen können. Wie hat sein Recht dafür? Und dann sagt er, was ist die Wahrheit? Na jetzt war da rüt. Wenn es am Feld ganz, ganz kompliziert oder schwierig. Und er sagt dann zu denen, ich finde keine Schuld. Ich komme nochmal mit ihnen reden. Und ich habe aber die Angewohnheit, einen anderen Frieden geben. Kann ich ihnen dessen Jesus frieden? Und dann sagt er, nein. Nicht dem, meistens einen anderen. Und wir alle den Barnabas, und Barnabas wie ein Räber. Und die schreien bloß einmal weiter und sagen, Barabbas, dem weil wir Rüte haben. Und als Pilatus dort hier, fragt er ein mooie Wort, hier ist ergens wat anderes noch mit diesem Jesus, vielleicht kann ich ihm so einschuwen. Dann wird er ändert auch mit Galiläa, sind sie noch Fall von Galiläa, und sagt da, ist der von Galiläa, er scheidt dem Herodes. Dann scheidt er dem Herodes. Ja? Und dann geht dort los. Und Herodes, der freut sich, als der das hier. Dann sagt er, endlich mal, ich habe so viel gehört von dem, ich will von dem, was hier, und hoffentlich, der für mich ein Wunder, ein großer Tickens. Und weil die ganze Geschichte verteilt, dann Herodes fragt ihm, und Jesus antwortet ihm nicht. Und der hohe Priester sind mit dabei, wahrscheinlich sind das die Tagen, nicht vielleicht 100 Menschen, die das hier, und die verklagen dem und schreien, und sagen, der ist ein Falscher, das ist ein Falscher. Und der Herodes sagt nicht ein Wort. Und Herodes sagt ihm, warum sagst du nicht? Er sagt nicht. Dann schreibt Herodes dem tretenden Pilatus. Und da ist es dann, das ist ein Hahn her. Der weiß nicht, was sie mit der Wahrheit zählen. Der weiß nicht, was sie mit dem Mensch zählen, der erst ist. Und der sieht ja noch Fehler an, der findet er nicht. Und wenn wir uns von den Angst checken, ja, wenn du einen Fehler an meinem Leben siehst, dann musst du die Fuß finden. Wenn wir sind Menschen mit Fehler. Und Jesus, der weiß ja nicht, was sie mit dem zählen. Der schmiedet dem Hahn her. Und sagt, das jet bloß nicht, was over mit dem. Und dann findet seine Schuld und er scheidet dem Tritt. Und an dem sagt man, dass Pilatus
En Herodes vriend waren weer een vriend. En ik mocht dat voor ons als krijg als aan onze knieën, als men niet een beetje als een leer nemen, mij heeft dat maar zeer aangereed. Dat waren wie taub en dat waren echt iemand vriend, met dem taub een vriend had, en zie ik met ernst wem taub. Ik zei wat ik mij niet goed verstoor. Want we bloß jemand drauf machen können, weil ich bloß Rast haben kann. Und so waren wir manchmal Gruppen, waren wir manchmal Equipos von bloß nach jedem anderen. Das geht uns nicht darum, dass wir eine Einheit sind, sondern dass wir taub Rast haben, jedem anderen. Pilatus nahm an dann und sagte ihm, ich fing bloß keine Schuld an dem. Dann war ich dem eben Strafe, ich war dem schlagen und dann war ich ihm dem Rück geben. Und dann redet er nochmal mit Jesus. Und Jesus sagt ihm, dass er werkelijk de König ist, werkelijk de Herr ist. Und Pilatus wordt het nog schwer, ein anderes Evangelium berichtet, kennt noch seine frühen Pilatus und sagt zu dem, haben mit diesem Menschen nicht, wenn sie, ich hatte Nacht nicht schluppen können, ich hatte einen schrecklichen Traum. Und dann wird ihm das noch anmakeln, ja. Und weil ich recht noch schritt, er sagt, das war ein Feiermal, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und die Juden schrien, die wollen dem, dass er wasch ist, und dann sagt er, ich war dem schlonen lassen. Hier habe ich dem. Wo wir dem schlonen, dat heeft mal jemand een beeld gemaakt. Zo kan dat vandaag uit zijn, alle met de phones dabei. Ja, wanneer je de onje en filmen waar je gestraft wordt. En de mensen schreeuwen met je. En Jezus wordt daar uitgeslagen, en je zweelt. En zo is dit, wil Pilatus dem de Juden teruggeven. En ik denk manchmal zo, wanneer je aan een rechter denkt, dat je oprecht is weer en alles wat hij daar gemaakt heeft met diesem woorden Jezus, dat is een woorden mens. Dat hij zegt, we hadden hem wel geld verschlonden, dan worden we vielleicht Mitleid haben mit dem. Vielleicht ist dort ein was. Ich weiß nicht, ob es das steht nicht in der Bibel. Aber vielleicht hat er den was gesagt, ich kann schlunden, ich hatte Macht, ich habe viel gestraft mit der Jessel, mit der Pitch. Und vielleicht kann ich dem so schwellen, dass wenn die überhaupt für Menschen sind, dann werden die irgendwie sagen, das hat uns leid, wir wollen den freilassen. Aber das hat nichts zu sagen. Und er sagt bloß noch einmal, hier habe ich dem, ich finde keine Schuld. Und mir führt das zu dem, dass die Welt viele mal besser steht als wir Christen. Und wir in einem Streit sind. Viele, die uns schauen, die uns beobachten, die sagen, dass das bloß Hass ist, dass bloß Rechthaberei ist. Jemand will Recht haben. Die sagen manchmal, dass das keine Schuld. Und die sagen, was die anschuldigen. Aber da sind Menschen, die Streit sehen. Und hier ist es tot. Nehmt ein Schrittsystem, sagt er nochmal, ich finde keine Schuld an dem. Und dann wascht er sich. Der Heinen sagt, ich habe das nicht. Eine andere Möglichkeit, was ans Menschen bin ist. Ich wasche mich daheim, ich habe das nicht. Und Jesus ist der, der sich handhabt und sagt, ich habe die Schuld von der Welt, weil ich nicht einen Fehler, nicht eine Sünde gemacht habe. Und das ist unser Modell. Wie haben wir abgehen als Menschen an dieser Welt? Wenn wir noch nicht mit den Problemen von gewissen Situationen zu tun haben. Wir sind die Einzigen, die das Salz auf dieser Welt geben, den Geschmack geben. Wir sind die Einzigen, die das Licht bringen. Und sonst ist das keiner. Und wenn wir uns treten, dann geht die Welt verloren. Und da gehen viele Menschen verloren. Wenn sie eigentlich nicht dachten. Oder wenn sie eigentlich nicht können. Wenn sie nicht sagen, ich habe damit nicht. Oder ich habe nicht genug Geld. Oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Jesus ist das als uns Modell ganz klar. Er sagt, hier sehe ich die Wahrheit. Und ich gebe mich an für dein Leben. Und du wirst geraten worden, wenn du weißt. Wenn du die Wahrheit hier weißt, wirst du in die Wahrheit kommen. Und dann passiert diese ganze Sache nochmal, dass Pilatus selbst noch mit dem reden will und die haben nicht antwortet. Und Pilatus sagt, ich finde keine Schuld. Und der Herodes auch nicht, der hat mir dem Träger gescheit. Und du hast bloß keine Schuld. Aber wenn sie schreien, wasch mit dem. Und er sagt, hier, ich soll ich ritzen. Er fragt ihn noch einmal. Und dann sagt er, ja, bloß fort mit dem, und ja, ans Barabbas. Und er mag den Tisch stehen und sagt, ich wasche mich daheim, ich habe mit das nicht. Und Jesus wird den evaluiert. Und sie führen dem Hahn, dem Schritzje. Und dann geht das Richtung Schritz, Richtung Handgebung. Jesus weiß das, Jesus sperrt das. Und Pilatus macht ein Schild. Und der hat nachher beim Schritz da wo die Schritz waren. Und da steht,
Jezus van Nazareth zijn niet van de Juden. En de Juden gefällt dat niet. En dat staat er dan nog in 3 spraken. Dat alle dat zijn en alle lezen en alle weten. En zei je dat niet schrijven, dus dat hij dat essen en dat van hij dat gezegd had. En dan speelt Pilatus, nou, wat hij geschreven had, dat hij geschreven. En hij leeft daar, zegt de rest, hij ziet de rest. En hij wil dat pad laten wijzen, dat hij geen schuld aan hem vindt. Dat hij de waarheid zegt. En dan moet de wereld, de christen, de religieuze wijzen, wat waarheid is. Weet je wat waarheid is? En zat ze die over aan? Endlich wordt man deze vraag stellen, wenn du weißt doch. We hebben de Bijbel, wie weet wat waarheid is. En waar leven we dan nog? Handelen we dan nog? Hij mocht ons uitvorderen. Jezus is de waarheid. En hij leeft de terg. En in deze wereld is dat allemaal in deze richting. Waarheid heeft in deze wereld trouble. En de waarbest hast in deze wereld Schwierigkeiten. En de waarbest was de lieden. En de waarbest was die vriend hebben, was die jeners hebben. Wenn es Welt ist voll Leines, und Satan schafft, was wir bei der Bibel stehen, immer weiter sein haben. Satan schafft in Richtung Lehe, verdrehen, hinterrich sein, und das ist diese Welt. Und du sagst, du stehst ut. Und dann steh ich ganz ut. Ganz. Und wo immer du Leines an dich hast, dann meinst du, dass du mit Leines Trouble hast. Schmied dir am Schritz. Schritz ist dein Fleisch, dein Edge, dein ganzes Tänchen. Und je die Gott hat. En dan niks met lenis, niks met falschheid. En wanneer lenis is, steigt hij op. Dat die leven zelfs een leven wordt, met muil, met hart, met ogen, met alles, dat lee op je duid wordt. En zelfs die ene lee, zelfs die ene fehler, zelfs die ene zonde. Op dat. En die God afloeden. En die God handgeven. En niks van heeselij. Niks van falschheid. En daar wordt hij dan je schritt zegt, handgegeven. En soll sterben. 2 Verbrecher noch an jeder Zeit. Seine Jena, seine Mutter, mehrere Frühes. Und het leeft Maria, wat veel juist uitgedreven wordt, die weer ook allemaal daarbij. En die maakt het ontje. Waar hij geschritzigt wordt. En waar hij sterben zal. En ze zijn niet staan. Dat is een macht. Die heeft gezegd, om schritz met hem. En Jezus bad laatst, neemt de verantwoording. Hij zegt nog, als hij zijn Mutter zit, en den Jena zit, en hij leeft, dat is Johannes. En zegt hij, Mutter, kijk, dat is die zin. En toen Johannes zegt, dat is die Mutter. En dat heet dan nog her, Johannes nam Maria naar zich, en waarschijnlijk heeft hij der dan geholpen. De soldaten vieren alles sterk, maken dat ze het allemaal doen. En dan passiert wat zeer groot is, dat het 3 Stunden dichter wordt. Mensen manchmal so, waarom wordt dan van niet meer berecht? Dat heet plus dat 3 Stunden dichter wordt, Erdbeben passiert. Im Tempel rijdt de ganze Gardine weg. Und sonst weet wie nicht, was an den 3 Stunden passiert ist, was die Menschen alles gedacht haben. Ich stelle mich so vor, in der Situation, wie, dass wir wertlich ist, der Einzel dort sind, wertlich. Das ist Gottes Sinn gewesen. Und dann all das, was die erlebt, was der Priester und die Schriftgelehrten, die kannten jede Schrift. Und wo die ganze Natur und die ganze Welt alles reagiert auf den Tod von Christus. Und da passiert eine ganz, ganz bewegende Sache. Wir wissen nicht viel was von dort. Aber das ist ein Teken dat de waarheid aan Licht komt. En ik mocht ons aanladen, Jezus als Bad ans Modell. En die bat om Verzeihung, die sagt dat sogar für Jeff an, wenn sie weten nicht, was zu tun. Und wenn die teilgesagt wird, wenn die schlecht gelehrt wird, und die meint, das ist Anrecht, und ich habe das nicht getan, dann bat om Vergebung für die Menschen und sagt die an, dass der Leben Gottes da drin kommt und dass die Wahrheit immer bleibt. Dat we niet nenrutschen aan haas en triektolen en rache en leefloosheid en dat ons hart wordt. Geen mensen. Mens daarheen is de vriend. Paulus erwähnt dat zo klar en zegt, we kämpfen niet één mens, niet één Fleisch en Blut. En wat Jezus hier erlebt, hij heeft zijn ganze Fleisch, zijn ganze Leben gehad. En hij heeft verder dat eingezet dat met hem avondmaal, wens hij dat klaarmaken wil, dat is het wat ik opvroeg. En die worden dat nog zijn, die worden dat nog met erlebt. En hij maakt in dat klaar, dat is een verbinding wat je nog her worden zijn. En dat geef je nu al wat, omdat je nog her dat verbinding met mijn leven, met mijn dood en ook met mijn afstanden. En wanneer we dat
verbinden met onze charpa, dus wat we te doen hebben. Ja, in Galater 5 zum Beispiel lesen. Dan zegt hij, de vrucht van het vlees zijn plus ganz klar. Eiebrug en leeën en vele schwijnse zaken. Dat is een vlees. En als je ergens wat van dat hast, dan doe met dat wat. En ik mocht dat we dat lezen. Galater 5. En dat verbinden met Jezus gaf zijn charpa ganz aan. En dat we den tijd lezen en ons dem nogmaals verhullen. En dat u vraagt. Ik mocht hem ganz langzaam lezen. En dat we ons vragen, is ergens wat van dit en mijn leven binnen? Leef ik van dit nog wat? En dan word ik dit niet los? Dan zien we Jezus als ons model hebben. En zijn, die wordt alles los. Die heeft zijn ganzes leven gehad. En die heeft niet op een aard. Niet ergens wat je grepen, wat deze wereld aanbiedt, sondern verhält zich aan God. En blijft aan God. Galater 5, vers 18. En we kunnen ook vers 16 al lezen. Wo het ons klar maakt en wat we leven zullen. Galater 5, 16 en wieder. Het zijend aber, leeft hem juist. Dan wil je de begeerde en de verlangen van vlees niet nooien. Het is een klare rood van wil leven, omdat we dat niet nooien. En Jezus is dat een klare beispiel. Hij heeft hem juist geleefd. 17. Wens dat vlees kämpft gegen den Geist, en de Geist gegen dat vlees. En deze zijn gegeneinander, zodat je niet doen wat je wil. Want wie dat zijn, van Pilatus en van de priester en al dat, en de Herodes, en dat die hem op een doel klieteren, en hoe dat te maken is, dat is onwaarheid en waarheid, stonden gegeneinander. En die moeten op een doel schuiven, wat ze ergens een was vinden, dat de lenes kan je wennen, en dat wensen zit, als aan de je wanhaft. 18, regiert over je de Geist, dan zijn je niet onder je zaad. Dan is dat geen vloog meer op je Fehler, sondern je geen radung vinden. Dan zegt de klar erkennbaar zijn de woorden van vlees, namelijk eiebrug, vind je aan dat woord, en die leven, en je danken, en je veilen, en verzetjungen, aanzucht, en je danken, en internet. Vind je andere in het? Hier zegt het, uitschweifungen, dat is de gedanke van ganz bezit kunnen, immer wat dat bezit kunnen van dem wat God zegt. Dan in vers 20, Götzendienst, oder Zauberie, oder Feindschaft. Feindschaft is een woord, we ons immer wat vragen, maar ha ik ergens een aanstelling, een feindliche aanstelling gegen jemand, strijd. Zie ik deel van een strijd, en je staat uit een strijd, vang ik een strijd aan. Hij heeft immer wat om te doen, dat hij een mens die de strijd schuiven deed. Afganst, Zaren, oder Wut, der Oja, dan Zank, een Zwietracht, is Spulung, Neid, Mord, Zuparie, een Zupe, een Etarie, Taup, en alles van deze oort, van dat je al verheid gezegd hebt. En wij je al vrije dat je erklärt hebt dat je dat hij zou wat doen, dat Rijk Gottes niet over worden. En de vrucht van juist over is lief, en vrede, en geduld, en vriendelijkheid. En hast u van dat en die in leven val, lief, en vrede, en dat is onvrede. Vind je niet vrede? Dat is die geduldig, en dat is niet geduld. De vrucht van juist. Vriendelijkheid, Güte, goud zijn, trouw zijn, en sanftmoed, en zelfsbeherrsching. In al deze is dat je zegt niet. Die over Christus aanhieren, die hebben een natuurlijkheid Sinne, een natuurlijkheid wezen, met alle Leidenschaften, oder mit alle Neigungen und Begierde jetzt richtig. Das ist das einmal ganz klar abgerecht, dass alles aufhieft, dat Christus hier. En dat we dan ons niet dat terugholen, dat door aan wat leven. De verzoeking wordt immer zijn,
wenn es ons Fleisch in die Richtung treibt. Und ich möchte, dass wir ganz entschieden uns Gott houden. Und wenn du meinst, du hast was von dieser Sache, entscheide dich, dass du das handjefst und dass du mit dein eigenes Leben bezeugst, echt was mit das was tun. Und wenn du das für Menschen machst, dann mit Menschen das auch sein oder hier, und das. Und treibt die nicht terug. Wenn es als Gott zien will, dass du ein reines Leben führst, und das auch als Zeugnis für Menschen ist. Jesus hat sich niemals verstoppt. Jesus war öffentlich gekriegt. Er hat sich nicht davon gewehrt. Er sagt immer, alles was da sind ist, will er opdaten en will er dat uitmaken. En ik mag jullie aanladen dat zelfs. En will er dat als Christen allemaal doen. En wanneer du meinst, du wirst das nu doen, dann doe het nu. En bereik damit. Gott wird dich helfen. En wanneer de mensen brauchst, sagen, ich brauche noch Helfer, ich brauche noch Gebete, ich brauche noch Klarheit darüber, mal die. Damit du dort frei worden kannst in dein Leben in die Richtung nehmen, was Gott mit dir will, oder was Jesus ans Feier gelebt hat, nämlich ganz handelt. Und wenn du angegriffen warst, wenn du in Unsicherheit bist, nimm das als Beispiel, wie Jesus am Schritt sein. Für mich ist das immer ein von den klarsten Beispielen, wo er sagt, das mit mir, was ich will. Schlägt, verzielt mich, ich will in het Leben. Ich entscheide mich immer für Leben. Und ich will in het Leben. Ich kann nicht doen wat je wil. De leven niet junt, wat het niet in je breedje. Dat lieden wat de leven niet in je breedje. En er zijn meerdere mannen aan vroeger en je zegt wat ons dit al veel geleefd had. Dat er wist dat we kennen. En daar is Martin Luther King een Beispiel. Als die met de ganze Nähe kämpfen in de USA hadden, die hadden een muid. En er waren veel van de witte mensen, veel namen zwarte vrouwen, voor je wilt is dat Moeke Kenia dood. Voor je wilt is Kenia. Hadden ze geloven. En Martin Luther King, als die eerst im Schrank weer, die heeft een reden gehouden en zei, sloot ons dat. Verhakt ons. Jeder staat van onze Charbo, wat je in het leven. Wens, wie hadden leven Christi. En ik mocht dat allemaal als Beispiel voor mijn leven nemen. Dood met mij wat je wil. Ik entscheid mij voor leven. En die leven wat ons daar strogen. Die leven wat ons helpen champen. En dit beeld van Christus, dat is dat. Hij zit hier. En zo is dat wie leven. En hij zegt, God met je vlees om schriet. En schriet zich dat alle. En dan wil je niet het leven schriet. En Oosterhuis is zondag waar we van dat reden waar hij afstaat. En dat wat krijgt ook ons leven zijn. Wie gaan met ons leven ganz in schriet, in dood. En zeggen, we willen niets meer van vleeslichen. We willen bloos nog een juist leven en een leven Gottes. Nee, wat ons nog abwacht. Nou, we allemaal met hem leven. En dan brauchen we niet vragen of het zich loont of niet loont. Dat is ook geen vraag. De waarheid is allemaal dat leven. En de waarheid wordt ons vrij maakt. Ik mag bidden. Ik mag je in aanladen op te stonden. En wanneer zegt, ik wil nu helpen. Want je sogar aanladen komt naar verre. Dat je de zaken klaar maakt. Een zeugnis maakt. Vrij en op zegt, ik brauch help van God. Van deze Jezus. Dat ich aangegeven heb. En wanneer du blijft, du kannst alleen, kämpfst die daar. Maar blijf niet alleen, wanneer du die Ansicht bist. En dat is wichtig, dat du de help kriegst, wanneer Gott die anredt. Dat je het niet meer aan mensen, dat je het aan God. Voor dem Himmel, du Herr über alles. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Handhebung. Und besonders danken wir dir für, dass du gekommen bist in deinem Sinn. Om ons dat model te geven wat du van ons immer gedacht hast en geplant hast en wens wat du ons gemaakt hast. Nämlich, dat we ons die handje en met die leven in eeuwigheid. Danke für deine Leib, danke für die Wahrheit, die du bist. En dat dat niemals abheert an die. En dat we ons aan dat klammeren kennen en ons aan het huilen kennen en dat kan niets ons van dat luisteren. We loven en prijzen die Herr. Danke für das Beispiel, das Zeugnis Jesus, dat du am Schritt dienst. En immer nog wat te laat zit, ik vergeef, en ik raad, en ik blijf klaar. En zit je juist leven. En dan mijn charpa ook ons tweeheid. En die ons dat in deze tijd, vallen ons door aan te leven. Ons vlees, dag voor dag te schrieten, ons te verleden en die nood te vallen. Du als Beispiel, dat als Zeugnis, dat als Modell. En dat we een Zeugnis zijn het van dem, wat du ons geleerd hast. Ik bid die voor iedereen Einzelnen, die met ergens wat kämpft.
En dan ergens wat neergekomen is. Of dat nog niet vrij geworden is. Van zondhoften. Van problemen. Dat je zelfs du en de waarheid apreden is. Je hebt kracht daar. Zich vrij op te bekennen. Te die zond, te die veelheid, te die prejungen. Te dat falsche denken, falsche instellingen. En dat te die verlangen van zijn vlees dat hij nooit heeft. Omdat u vrij maken konst, wanneer hij wil. Dat is voor ons. En ik bid ook dat we kennen wie dat zeugnis zijn van de waarheid. Dat die mensen die in de waarheid zitten, de waarheid vinden. Wens wie die leven. Wens wie die uitstralen. En zij in deze verzameling, zij in iedereen einzelnen van ons in dem bereich dat we dit als Beispiel nemen. Du gafst die hand, wie ook. En ons wordt het niet te veel worden. En Jezus Christus, bid wie dat. En Jezus, loof wie die voor dat en danken die dat u ons heerst. En dat u aan je aanschaffen is. Amen.